Generalvikar Leif Leit, alle Guten. Großer Fried begrüße ich heute de Mittag an der Kathedral zu dieser eiser erster faste Konferenz am Kader von einem Muttergottes-Jubiläum Pilger von der Hoffnung 400 Jahre Oktav. Wir starten heute den Zyklus, den eis über die ganz Fastenzeit begleiten wird. Am vierten Konferenz dürfen wir ganz herzlich den Herr Dompropst, Prévôt du Chapitre Kathedral, und Professor für Kirchengeschichte, den Monseigneur Georges Hellinghausen, begrüßen. Das ist ja kein Unbekannten hier zu Lützeburg, und so kann ich mal eine lange Präsentation spuren. Wir alle kennen und schätzen hier für allem auch an seiner Kompetenz an der Geschichte von der Lützeburger Kirche. Immer herum können wir Artikeln, Beiträge von ihm entdecken, lesen. Sie wird am Lützeburger Wort, an der Warte, mir auch an anderen Revuen, wissenschaftliche Revuen. An ein von seinen großen Werken als am Jahr 2020 die Diözesangeschichte gewirkt am Kader von den 150 Jahren von einer Lützeburger Diözese. In einem ganz großes Werk, als aber für rund allem das, was den Monseigneur Hellinghausen hier an der Kathedral auch den 5. Dezember letztes Jahr vorgestellt hat. Das ist die ganz wunderbar und interessant und komplett Geschichte von den 400 Jahren Mutter Gottes Oktav an Mutter Gottes Wallfahrt hier zu Lützeburg. Es kann also kein besseren gehen, wie den Herr Hellinghausen für das erste Konferenz gerade am Kader von diesem 400. Mutter Gottes Jubiläum zu halten. Musikalisch im Rund, nur schon in echt Stück hören, wird das Konferenz von ausgesichte Stecker gespielt, ob der Urgel von einem Domorganist, dem Maître Paul Breich, wofür ihm auch schon so ein ganz herzlichen Merci gesucht soll sein. Lo aber, Monseigneur Hellinghausen, ging ich echt gut, am mir freien Eis, ob Konferenz, d'Oktav rift uns 400 Jahre Wallfahrt bei Consolatrix Afflictorum. Voilà, Monseigneur Hellinghausen. Die Damen und die Herren, d'Oktav rift uns in dein Altor, sangen wir an der zweiten Strophe vom bekannten Oktavlied, wir grüßen dich am Hemichsdom. Text vom Wilhelm Görgen, Musik vom Albert Thorn. 400 Jahre Wallfahrt bei Triesterin, das so eine reichhaltige Geschichte, dass den sich an einer Konferenz muss beschränken. Ich kann just ein paar wichtige Aspekte behandeln, und verweise für den Rest auf mein Buch Klagt ihn Leid. Ich gehe an auf die internationale Bedeutung von unserem Marienkult. d'Oktav, wie sie am Laufe der Jahrhunderten afrogestaltet gehen als hier politisch und militärisch Instrumentalisierung, ihren Innovationspotenzial an der mehr rezenter Geschichte, schließlich Consolatrix an den Feminismus. Der nächste Punkt also internationale Bedeutung am missionarischen Elan vom Consolatrix-Kult. Wie die Statue von der Mutter Gottes den 8. Dezember 1624 Glacis abgestaltet ging als direkt eine Faszination von hier ausgegangen. Die hat immer mehr groß Gräser gezogen. d'Oktav, die daraufhin entstanden ist, hat als komplexen gesellschaftlich-religiöse Phänomen von Anfang an eine internationale Ausstrahlung. Gehen wir Länder mal da rein durch. Spanien. Die Wallfahrt bei Triesterin am Led als entstanden 1624, wie das Herzogtum Lützeburg zu den spanischen Niederlanden gehört hat. Die spanischen Regenten, besonders die Herzogen Albert und Isabella, haben von Bresel aus regiert und Mutter Gottes Verehrung stark gefördert
an ihrem Zuständigkeitsbereich der Belsch an Lützeburg. So konnte eine Wallfahrt entstehen, die viel Leid auch außerhalb von den Grenzen vom allen Herzogtum angezogen hat. Es war auch in dem spanischen Regime, wo die 2 Erwählungen von Maria als Patronisch von der Stadt 1666 und vom Land 1678 stattgefunden. Gründungsmoment doch, Element fondateur, die unter anderem all Jahre an der Oktavzeit no Ostern kommemoriert und durch den Votum Solemne erneuert gehen. Spanisch als auch bis heute die Bekleidung vom Genotebild, die sich von Anfang an bis heute am Sinn vom spätmittelalterlichen Stoffbehang durchgezogen hat. An die heutige spanischsprachig-katholische Kommunität hat ihrerseits hinter Pujol so wie viel anderer hier spezifisch Sprachemass am Kader von dieser Oktav. Österreich. Gerade an der Zeit, wie Lützeburg zu Österreich gehört hat, also Graf am 18. Jahrhundert, konnte sich die Oktavwallfahrt stabilisieren. Sie ist gleichzeitig am Sinn von der Aufklärung und vom Josephinismus, das heißt den reduktiven kirchlichen Wühen und Praktiken vom Kaiser Joseph II. Gegen Ende vom Jahrhundert entschlagt und entbarockisiert gehen. 1781, kurz nach dem Abheben vom Jesuitenorden, dem auch die Kaiserin Maria Theresia zugestimmt hat, an die Wandlung von ihrer Kirche an die Nikolausparkkirche vollzogen war, als den ersten großen und großartigen Marienjubiläum gefeiert ging, lässt Abbäumen vom barocken Triumphalismus. Von der Maria Theresia stammt doch ein von den wenigen Muttergotteskleider, die die Französische Revolution überstanden haben. Ein Deichter gringt, mit Goldbrokat besät, und was bis heute bei großen Gelegenheiten vom Gnodebild gedroht wird. Lo Deutschland. Von Anfang an strahlt der Kult von der Lützburger Madonna nicht zuletzt durch die enregistrierten Wunderheilungen nach Deutschland rüber. An Erzbistum Trier für die Echt, nur auch bis weit an Teifel, Saarland, an das Aachener und Kölner Gebiet. Auch aus diesen Gegenden kommen am 17. und am 18. Jahrhundert Einzelpilger an Prozessionen an die Wallfahrtskapelle auf der Glacis für die Festungsmauern von der Stadt Lützeburg. Hessisch Zaldoten hatte schon 1641 ein kleines Andachtsbild von der Trägerin, das zu Antwerpen gedruckt war, mit auf Kevlar und den Niederrhein brucht. Daraus sollte eine von den größten Wallfahrten von Deutschland entstehen. Aus den Gebieten von der Städte Bitburg und Neuerburg, die bei der Erwählung von der Consolatrix Afflictorum zur Landespatronin 1678 mit unterschrieben hatten, und bis 1815 zum Herzogtum Lützeburg gehört haben, kommen bis heute organisiert Wallfahrten all Jahr an die Muttergottesoktav auf Lützeburg. Frankreich. Der Kult von der Notre-Dame de Luxembourg hat kurz nach seinem Entstehen auch ganz viele Pilger aus dem französischen Gebiet angezogen. Sogar nach der Integration vom Süden von Lützeburg an den Royaume de France, dem Pyrenäenvertrag von 1659, sind organisiert Prozessionen aus der Region Metz und Thionville an die Stadt Lützeburg, Zentrum vom Pèlerinage bei der Consolatrice des Affligés, kommen. Diesen Pèlerinage aus Lothringen gouf Ende des 19. Jahrhunderts relanciert und hält bis heute am Kader von der algérischen Oktav. Hat der Sonnekönig Louis XIV, der Lützeburg 1684 erobert hat, diesen Kult favorisiert, so hat die Französische Revolution ihm ein brutales Ende gesagt, mit der Zerstörung von der Wallfahrtskapelle Glacis, an der Reduktion von der Oktav auf innerkirchliche Zeremonien an der Nikolauskirche, also Hai. Ohne jegliche äußere Feierlichkeiten wie Prozessionen, aber besonders Schlussprozessionen.
Ma ënnert dem Napoleon as engem Konkordat konnte Kult nees opliewen an ass engem formidable Renouveau am 19. Jahrhundert entgéint gang. D'Statue vun der Trägerin huet iwriens bis haut e rot Kleed vun der polnescher Prinzessin Maria Leczinska, déi op Lützeburg gepilgert kom, war an spéder mam Louis XV bestuet gouf. Lot Belsch. Entstane war der Kult vun der Consulatrix Afflictorum jo zur Zeit vun der Zougeheerigkeet vu Lützeburg zu den Spönischen Niederlanden der heutiger Belsch am 17. Jahrhundert. Die schon genannte Regentin zu Bresel, Albert an Isabella, hun der Kult gefördert, sodat den rayoniere konnt bis weit außerhalb von der Grenze vom Herzogtum, a bis an Provinz Namur heran. Do gëtt et haut nach vereinzelt kunsthistorisch Iwerbleibselen vun der Lützeburger Trägerin. Bei der Wahl vun der Landpatrinisch 1678 wo viel Lützeburger stiert, die haut Belsch sinn an zur Provinz de Luxembourg geheieren, des Elektion matvoll zun. Arles, Chigny, Virton, Baschnich, Durbuy, La Roche, Marche, Saint-Vit, Neufchâteau an Houfalis. Pilger aus der Provinz de Luxembourg sind es Zentrum der Relance vom Pelerinage 1893 durch den Lützeburger Bischof Koppes, ein wichtigen, konstitutiven Gruppement an dieser Oktav. Holland. Hier ist der Sohn, der aus der Keveler Wallfahrt, die so ein Aufleger von Lützeburg ist, die größte Wallfahrt für holländische Katholiken ging ist. Keveler leidt a Gelderen no unter deutsch-holländischer Grenz. Zu Lützeburg selber huet an der Zougeheerigkeit zum holländischen König am 19. Jahrhundert d'Oktav als Nationalwallfahrt können opblähen, als sich gewaltig entfallen. An die neue Glaciskapelle als Souvenir und Ideal an als Friedenskapelle konzipiert, konnte abgericht an 1885 konsekriert gehen. Op dieser Platz als hinzuweisen op die viel Konsulatrix-Reminiszenzen an denen verschiedene Länder und Kontinenter, do wo Lützeburger Emigranten am 19. Jahrhundert waren dat die 75.000, do wo Missionären a Friemerbichter als Trägerin an dummer de Stück Lützeburger Pietät an Hemischt Hebräisch tun. Aufleer vun eiser Gnodestatu gëdet, von denen vielen an der Großregion mal aufgesehen, weit über 100 op denen 5 Erddeler, besonders an den USA. De Kevin Wester, Honorarkonsul vu Lützeburg an Amerika, die für die nächste Schlussprozession mat 80 Amerikaner Lützeburger Aufstammung hier gepilgert könnt, mich darüber eng Bestandsopnahme an eng Großpublikation. Ufangs hat den 19 so Plätzen an Amerika ausfindig gemacht, wo Lützeburger Konsulatrix verehrt gëtt, lo no seine Recherchen as es schon bei 43. An Imzief Dakada am Wisconsin, wo 1849 eng Witfrau aus Lützeburg, dann Marguerite Depies, ënner dramatischen Umständen eng Statue matbrucht hat. Bei der Iwerfahrt iwwer den Atlantik musste an engem Sturm die ënnecht Talschicht vun der am Meideler geschnittener Konsulatrix iwwer Bord werfen. Zu Kerry am Ohio hat der Pastor Joseph Gloden 1875 ein no geschnitzt Gnodebild vun doheem komme lost. Do war eng Kirch a Point zur Konsulatrix entstaan, a kurz du no Wonnerheelungen eng nei Wallfahrt, die bis haut floriert. Zu Belgium am Wisconsin gouf 1877 e Fendel mat der Lützeburger Trägerin ugeschafft. Zu David City am Staat Nebraska 1878 eng Kirche zu Ehren opgeriecht. Auch zu Deering am Kentucky, Remsen an Dubuque am Iowa, an zu St. Cloud am Minnesota, wo als Konsulatrix eng nei hemischt fand. 1881 goufen 500 Franken gestift fir eng jährlich feierlich Homas votival Tor an der Oktav fir Lützeburger an Amerika. Die besteht bis haut. Seit 1892 gëtt dore Fendel vun de Lützeburger Amerikaner. 1966 hu sie neue gestift,
An den dritten Aslo an der Mer vom Jacques Schneider entworf, sodat d'Amerikaner mat 3 Fändelen an der Jubiläumsschlussprozession de kommende 25. Mai werden opmarschieren. Ze ernehmen noch hei, dass als Lützeburger Bischef quasi alle Goe de Kontakt mat ihre Landsleit, respektiv denen hier no kommen, déi seit dem grosse Pool durch Besich oprechterhalen hun. So den Erzbischof Frank nach 2000 an 2007, an de Kardinal Hollerich 2022. Dabei hu sie die verschiedenen Konsulatrix-Heiligtümer besicht. Als Lützeburger Trächterin als punktuell an alle 5 Kontinenter unzutreffen. Ende des 20. Jahrhunderts gouf feier an der Kathedral an der Vierhal vom Seitenangang eng weltweit präsentiert mat 86 Kirchen, Kapellen a Statuen, die nom Lützeburger Gnodebild benannt sind. Nief dem Grand Duché an der Großregion, 8 an Europa, 36 an Afrika, dorinnner e südafrikanisch Kevelach, 15 an Asien an Ozeanien, an 13 an Südamerika, nief dene vielen aus den USA. Den Mariekalender von 1964 löscht mat Bild an Text eng Serie von Konsulatrix-Durchstellungen aus aller Welt op, unter anderem zu Bresel, Rom, Oslo, Formosa, am Kongo an zu Shantung an China. Der Brauch, Repliken von der Lützeburger Mutter Gottes am nahen oder fernen Ausland unzufrohen, respektiv do opzustellen, geht haut weiter. Rezenzbeispieler, Konsulatrix aus der Ulmer desakralisierter Kapelle steht lo an der Titelkirche von einem Kardinal zu Rom. Die von La Sauvage aus 2020 op Ufro hin an Point St. Margaret Mary zu Chicago kommen. An lo heiere man Interlude als ein Domorganist Paul Breich, dem wir ganz dankbar sind, dass das Konferenz musikalisch enkadriert verschönert, spielt als lo vom Anton Dvorak der Largo von der Sinfonie aus der neuen Welt.
Ich komme bei meinem zweiten Teil, die umstritten Oktav. Die Oktav war an das für Lützeburg eine grosse Sache. Aber sie war am Laufe von ihrer Geschichte nicht immer unumstritten. Mir gouf auch kontestiert an Afrogestalt. Rien n'allait de soi. Hai elo Beispieler. Die Oktav am Ancien Regime, besonders die Barock-Oktav-Präzision durch die Stadt, mit Wehen, Szenespieler, spektakulären Allegorien auf die Straßenkreuzungen, an Plätzen, wo die Präzision lauscht kommt, als an der Regel mit großem Pomp gefeiert ging. Diesen Triumphalismus als von den Jesuitenpateren gefördert, jo regelrecht inszeniert ging. Ende des 17. Jahrhunderts, als aber auch gerade das man näher von Frömmigkeit, die beim schaulustige Volk gut ankommt, vom Jansenismus stark kann erfroht gehen. Der Jansenismus war eine ultrapuristische Strömung, die ein Aktivzentrum an der Orwaller Abtei hat. Jesuiten und Jansenisten haben sich argumentativ bekämpft und sind an ihrer Kritik nicht zimperlich mit ihnen umgegangen. Jansenisten haben die Lützeburger Jesuiten theatralisch Überflächlichkeit, Synkretismus, das heißt Vermischung von christlicher Spiritualität mit ethnischen Motiven, abergläubisch und profan Praktiken sowie politische Instrumentalisierung von der Oktav vorgehalten. Beispiel. Wie de Louis XIV mit seinen Armeen probiert hat, Lützeburg anzukassieren, gouf dat von den einheimischen Jesuiten bekämpft. Man nahm sich vom Sonnekönig, wo sie das selbst als Rétablissement des Honneurs à Marie positiv zelebriert. Do hier den Clin d'œil an einem jansenistischen Wirk, ob dat ich nach zu schwätze kommen, c'est que le roi très chrétien a cru que Notre-Dame de Consolation serait mal servie par les jésuites tant qu'il demeurerait espagnol et qu'il fallait qu'il devinsse français pour lui rendre plus d'honneur. Ihr groß Zeit hat Oktav Kant inner die Jesuiten, die sie aus der DAF gehoben hatten, also am 17. und am 18. Jahrhundert. Nur dem wallfahrtsfriedigen 17. Jahrhundert mit seiner marianischer Heichkonjunktur gouf das spät 18. Jahrhundert an dieser Frau mehr aufgekillt und kritisch. Schon 1772 hat den Trierer Erzbischof Clemens Wenceslaus dem 2/3 vom Herzogtum Lützeburg kirchlich jurisdiktionell unterstellt waren, am Geist von der Aufklärung probiert, den sogenannten äußeren Kult, das heißt Prozessionen und Segnungen am Sakrament anzudämmen. Eine Reform, die der Oktav mit Schlussprozession auf viele sakramentale Segen hätte können gefährlich gehen. Durch Intervention vom Staater Pastor Paul Feller und vom Conseil Provincial, das textpolitisch Decisionsgremium zu Lanz, bei den Trierer Instanzen, konnte die Reform aber aufgefordert und auf ein Minimum zurückgeschraubt gehen. 1773 als Gesellschaft Jesu der Jesuitenorden abgelöst ging und damit der Betreiber und Organisator von der Oktavwallfahrt weggefallen. Diesen schweren Schlag konnte aber abgefangen gehen, weil ob Drängen von den Staatsautoritäten die Wallfahrt weitergeführt gouf vom Staatklerus, das heißt dem Pastor von Nikolaus. Dekret 1778 seng Pfarrkirch an der aller Kollegial von den Jesuiten, also Hai, angerichtet. An überhüllt Zuständigkeit für die Oktavorganisation. Mit der Suppression vom Jesuitenorden sind noch die von hinten gelegt Sodalitäten, das heißt religiös begründet marianische Vereine, verschwunden, die bis dahin ein wichtiger Bestandteil Rückhalt von der Oktavspiritualität und Praxis an der Lützeburger Bevölkerung waren. Auch der Kaiser Joseph II. War bestrebt, die Kirche als seine Länder aufklärerisch zu reformieren. So hat er 1786 verboten, an den Prozessionen Statuen und feierlich Ustensilien mitzudrohen, und von Glanzentfaltung und noch zulemäßig goufen sie reduziert. Mir etwas den kreativ zu Lützeburg mit dem Dekret umzugehen.
Gnodebild gouf pompös an der Galakutsch vom Abt von Echternach fir rund an no der Oktav töcht Glassi an die Kloskirch transportéiert, während Leid lanscht Stroß Spaléierstungen. Dem Gesetz war dummer vollig gelecht, an d'Ufangs- a Schlussprozession vun der Oktav sind aber nicht einfach ausgefallen. Meochai konnten durch Intervention von den Lützeburger Autoritäten die erschränkend Reformen geschwinderem Zrick geholt gin. Auch die Französische Revolution gouf existenzbedrohend für die Oktav. Die durf nach Schust innerhalb von der Nikloskirche aufgehalten gin, und auch das nimmen, weil de Pastor, Käufer mit seinen 6 Kaplänen den von den Franzosen 4 geschriebenen Hass-Ed op Monarchie gelesen hat. Das tun die meisten Lützeburger geistlich nicht gemacht, sodass an ihre Kirchen kein katholischer Kult mehr dürft aufgehalten gehen. Immerhin konnte Oktav so an minimaler Form evaluieren und paar Jahre drauf beim Konkordat von Napoleon nes Los sin ursprünglich Form fanden. Leider war von den Franzosen 1796 Glassis Kapelle Zentrum als Symbol von der Verehrung von der Konsulatrix für die profanéiert, an ein Schluchthaus umgewandelt und schließlich zerstört ging. Aber auch diesen Schlag hat Oktav verkraft. Seither steht Bild von der Trägerin definitiv hei an der Kirche, also heutiger Kathedrale, sind da Logene 230 Jahre. An der aller Glassis Kapelle war sie knapp 170 Jahre verehrt gehen. Auch die Belgische Revolution, ugangs den 30er Jahren vom 19. Jahrhundert, gouf gefeierlich. Die Stadt Lützeburg aus der holländischen Verwaltung treu blieben, während das ganze Hannerland von der Belsch, wo Bresel aus, regiert gouf. Weil die Festungsmauern von der Stadt durch Landesgrenze gesehen zwischen der Belsch und Holland, wären nicht mehr möglich, Präzisionen vom Land an die Stadt heranzulassen oder auch an der Stadt selber zuzulassen. Oktav gouf zum Teil hei an Kirch verlucht. Recht nur an no konnte die Situation sich Ende 30er Jahren normalisieren, wie eng politische Lesung ugestreeft gouf, durch die dat heutig Großherzogtum als enge jetzige Grenzen entstanden ist. Auch an der Mitte vom 19. Jahrhundert, wo mit der Oktav nicht Bier abgegangen ist, war sie nicht unumstritten. Am Gegensatz zum Ancien Regime als die politische Oberschicht, die sich meist aus dem liberalen Revier rekrutiert hat, hier fern blieben. Es kommt zu enger, immer mehr grosser Kluft zwischen den liberalen Staatsinstanzen und dem immer mehr populären Katholizismus, den sich stark developiert hat. An des Rivalität als Oktav mat herageroden. All Oktav hat den Riss an der Lützeburger Gesellschaft manifest gemacht, aber ein Gradmesser von der Katholizität vom Pays réel, das sich vom Pays legal, das heißt die politischen Instanzen, die Land regiert tun, aufgesagt hat. Oktav gouf quasi eng Manifestation gegen den Pouvoir politique libéral. An den Jahren hat Lützeburger Wort sich bemüht, Oktav als das größte national Fest durchzustellen, was wie Wasser op die Feier von der liberaler Presse war. Wenn's der Oktav sind die 2 Presseobedienzen immer nes hanner den geroden. Das doch no 1900, wie die Monarchie spätst mit der Großherzogin Marie Adelheid sich und den Oktav-Feierlichkeiten wie der Schlussprozession bedeligt tut, was zu gegenteiligen Interpretationen an den verschiedenen Zeitungen gefordert wird, aber wo hat Kulturkampf ähnlich Themen an ihre Kommentaren ugeschlohen goufen. Bleibt unzufügen, dass auch zur Zeit von der Besetzung am Zweiten Weltkrieg die Oktav als urkatholisch und patriotisch Manifestation an ihren äußeren Erscheinungsformen von den Nazien verboten war. Die Feier gouf progressiv aus der Stadt heraus an Prären verlucht, was vom Bischof Philipp ugericht war. Ma do an de Präkirchen an noch am Inneren von der Kathedrale gouf sie mit umso mehr Inbrunst gefeiert. Bei der Trägerin am Lied konnten Leute nicht nur hier Kriegssituation und all andere Misere religiös bewältigen,
Me se hunn an hier och ein Symbol vun der Freiheit an Unabhängigkeit vom unterdrückte Land gesinn, so wie an der Großherzogin Charlotte am Exil. Ob ganz gesinn als festzuhalen, die verschiedene politisch oder kulturell geprägt Zeitepochen während der Entwicklung an Entfaltung von der Oktav förderlich oder nicht förderlich. Entstohen an Opbeleihe konnte die Wallfahrt an der Barockzeit, am romantisch verbrämten 19. Jahrhundert, am patriotisch geprägten Zeitraum von 1900 bis 1950. Restriktiv hat sich ausgewirkt Zeit von der Aufklärung, le siècle des Lumières, an die politisch Umsturzperioden wie Französisch und Belgische Revolution, an den Zweiten Weltkrieg. Schließlich auch modern und postmodern Strömungen mit ihrer Avantgarde von 1961, an der ersetzender Säkularisierung und schlussendlich Dechristianisierungsdynamik, die auch der Oktav an der Zahl von Pilger, die rückläufig genoss, zugesagt hat. Ich komme nun bei meinem dritten Punkt, Konsulatrix an Politik. Haut geht ja alles politisiert. Ma demals auch. Hat Mutter Gottes Politik gemacht? Ja, gewissermaßen. Die Oktav gouf politisch vereinnahmt. Das erklärt sich, weil sie groß Volksmassen mobilisiert hat und also vom politischen Establishment am Aberhalen auf ihr Sinn Kurs angesagt gouf. Die Oktav rief uns, ja grad Politiker sind auf den Plan gerufen gehen. Tatsächlich gouf die Oktav Wallfahrt von den jeweiligen Machthaber für und hier Kutsch gespannt. An der spanischer Zeit goufen Marienzähnen an der Oktavprozession so abgezogen, dass die Konsulatrix Stader Land für die Franzosen ging schützen. Nom Ammarsch vom Louis XIV 1684 gouf aber der Spieß umgedreht. Maria Vallot, patronne honorée et bienfaisante dans la France et dans le Luxembourg. An die französischen Königen goufen der Reino als Großprotekteuren vom Marienkult abgefordert. Ob dieser Weise als Loyalität für die respektiven Landesherr angefordert ging. Ein Avis, war schon angeklungen, aus dem Revier vom Jansenismus, signiert vom Lieder Antoine Arnaud, hat über Mutter Gottes ironisiert. La métamorphose est trop subite d'un cœur espagnol à un cœur français. La Sainte Vierge n'est ni française ni espagnole. Elle est patronne de tous ceux qui l'invoquent comme ils le doivent, de quelque pays qu'ils soient. An auch den Antoine Feller, Pastor von der Erler-Nikolaus-Kirche Krautmaat, lästert am Anfang von der Oktav 1685. Heute beginnen die Jesuiten die Feier der seligen Jungfrau Maria, der Trösterin der Betrübten, welche sie vor 12 oder 13 Jahren kaute et subtilitär, listig und geschickt von den Ständen, dem Provinzialrat und dem Magistrat der Stadt als Landespatronin erwählen ließen, zum besonderen Schutz gegen den Einfall der Franzosen. Sobald die Stadt erobert war, drehten sie alles ins Gegenteil um, lobten dieselbe Patronin wegen der Hilfe, die sie Frankreich angedeihen lasse, und stellten den neuen König als Beispiel hin wegen seiner Marienfrömmigkeit, der auch gerade deshalb so viele Siege davontrage. Viele sind verwundert und machen sich über dieses Verhalten lustig, aber wohl nicht zu Unrecht. Ma auch den Antoine Feller läuft später der Sonnekinnig, wenn's dem Sänger Spendeierfriedig geht. Wie 1691 Lützeburgerem Zreck aus Spanien gefallen war, vermerkten dann aber als Sänger Prächronik, an dem es eine Bibelzeit paraphrasiert, heute ist diesem Land Heil widerfahren. Es wusste sich eben unzupassen zu Lützeburg, es war flexibel nur alle Seiten hin. Und Mutter Gottes muss dafür hier halten. Die Rolle von der politischen Machthaber selber bei den Oktavfeierlichkeiten wird auch am Laufe der Jahrhunderten geändert. Die Festungsgouverneuren, der spanische König, der Louis XIV, die Kaiserin Maria Theresia haben den Oktavkult gefördert, wie politisch Macht und kirchlich Geschehen mit denen verflecht waren. Nicht für nichts kommt bei den politischen Instanzen wie dem Provinzialrat zu Gerangel, wen wat für Platz a Präseance an der Oktavprozession misst kriegen.
Der Kaiser Joseph II. Ging auf Distanz. Auch die Träger abgeklärt Beschef an die französischen Autoritäten während der Revolution. Dem Napoleon sing Dinger hu Versicht d'Octave für den französischen Empire an de Prestige von seinem Throninhaber zu instrumentalisieren. Par contre, am 19. Jahrhundert sind die einheimisch liberalen Vertreter von der Landespolitik, wie schon gesagt, bei den Oktavfeierlichkeiten auf Distanz blieben. Seit 1914 an dem Entstehen von der christlichen Partei sind höchst politische Autoritäten wie Ministern und Deputiert bei den Schlussfeierlichkeiten dabei. Ausgeholt Kriegsjahren 1941 bis 1944 an Zeit von der Gambia-Koalition, die an den Jahren 2013 bis 2023 Trennung von Staat und Kirche durchgesetzt wird. Dass seit einem guten Jahrhundert die Familie Grand Ducal partizipiert, gibt der Oktavmanifestation zusätzlichen Eklat, lässt die nationale Dimension deutlich auftreten. Die unterschiedliche politische Zugehörigkeit von Lützeburg am Laufe der Jahrhunderten spiegelt sich nicht zuletzt an der Weiheformel, die an Erinnerung und Mutter Gottes Erwählungen von 1666 und 1678 all Jahr an der Oktav wiederholt gehen ist. Wie das Herzogtum bei Österreich kommt als der Wählungsformel umgeändert gehen, von der am Namen von Präsident der Rot von ihrer kaiserlicher Majestät, Königin von Ungarn nach Böhmen, der Tisch der Maria Theresia geschieht, werden noch spätere Regimen ist umgeändert gehen als purmol und das bis auf den heutigen Tag. Auch an der Belgischen Revolution, wie lange nicht klar war, ob Lützeburg ging definitiv sich zum neu gegründeten belgischen Königreich schlohen oder beim holländischen König verbleiben gif, wird gefolgt, dass Mutter Gottes an ihre Kult könnte von der enger oder der anderen Seite vereinnahmt gehen. Durch den lustigen Ausspruch von Professor Müller, Direktor am Athenäum an Oktavprediger 1832. Nach 100 Jahren wird man vielleicht im Bauernkalender finden, anno 1831 und 1832 wurde die Oktavprozession nicht gehalten. Sintemalen Aufruhr im Land und Zwietracht in der Stadt herrschte. Und die Mutter Gottes fürchtete, die großen Kinder möchten sie auf der Straße fragen, ob sie holländisch oder belgisch sei. Politisch war auch Gebiet von Unträchterin, dass der Monseigneur Adames, Provikar vom Apostolischen Vikariat Lützeburg, an der Oktav 1841 und Trächterin adressiert hat. Die Regierung hat dem apostolischen Vikar Jean-Théodore Laurent, mit dem sie jahrelang am Klinschluch durch die 1841 Revolution unberechtigterweise angehangen und hat den Doropin aus dem Land geheilt. Gebet und Trächterin soll helfen, dass hier nicht sollen zurückkommen. Gebet um die Rückkehr des geliebten Oberhirten. Der geliebte Hirte ist seiner Herde, der Vater seinen Kindern, der Bischof seinen Gläubigen entrissen. Hilf uns, hilf deinem gläubigen Volke, du Trösterin der Betrübten, und lass es nicht zu, dass die Gottlosen triumphieren, während ein ganzes Volk trauert und weint. Führe zu der Herde den Hirten, zu den Verwaisten den Vater zurück. So verlasse denn ihn nicht und verlasse uns nicht. Denn wir sind alle mit ihm gekränkt, betrübt und im tiefsten Herzen verwundet. Zeige du nun, dass du des Landes Patronin und Mutter bist und bereite dem, der Wahrheit, Tugend und Gottseligkeit in deinem Volk gefördert hat, einen sicheren Weg zu uns. Ein Wunsch, den nie an Erfüllung gegangen ist, weil die Regierung sich nach jahrelang durch no Martenner Face dagegen gewehrt hat. Ich komme nur beim vierten Punkt, Militarisierung und Militantisierung von der Mutter Gottes. Doktor frifft uns, war das nicht so arrangiert, da gefällt im Nachhinein, aber auch zur Oktavgeschichte gehört, als hier Vereinnahmung für Krieg erschlüchten. Jahrhundertelang war schließlich der Krieg für die Autoritäten und die Bevölkerung eine kontinuierlich existenzielle Präokkupation. Aber die militärische Instrumentalisierung von der Oktav ist aber auch immer nicht hannerfrot gehen. International könnte das neue Sendungs- und neue Selbstbewusstsein von der katholischen Kirche
nom Reformkonzil von Trient zum Ausdruck am Bild von Maria vom Siege, Datei auch bei der Consolatrix Afflictorum mit der Immaculata, der frühbarocker Mondsichel Madonna verschmilzt. Das Thema vom Triumph über das Beist, als am Kult von der Trägstrin am Lied Grund gelöst, egal was wir formen, das Beist sollt unholen. Maria go frei bei an die kriegerische Auseinandersetzungen herangezun. Den Tom Zago aus der Nationalbibliothek schwätzt zu Recht von einer Militarisierung an Militantisierung von der Jungfrau am 17. Jahrhundert. Besonders gilt das für die Auseinandersetzungen zwischen den Bourbonen aus Frankreich und dem Haus Habsburg, nicht zuletzt durch Hai an den südlichen Niederlanden, zu denen Lützeburg gehört wird. Mutter Gottes gouf an de katholische Länder von Europa als Siegerin, Maria Victrix, gefeiert. Sich iwwer den Protestantismus, sich iwwer den militärische Gegner, wobei Jidre probiert huet, sie op seng Seite zu ziehen, beziehungsweise gegen den gemeinsamen Feind, zum Beispiel Türken. Volk schließt sich diesem militärischen Verehrungsmotiv aber nicht mehr ganz bedingt an, weil der Gesundheitsche war an theologisch geschwärzt Ausdruck vom Sensus Fidelium, dem spontane Gespür für das, was echt und authentisch christlich ist. Für die gläubige Leute war Maria für allem eine Figur, die die Barmherzigkeit, den Widerspruch an den Schutz eurer Kriegssituationen inkarniert hat. Es waren just eigentlich katholische Fürsten und ein paar Intellektueller, die sich militärisch Instrumentalisierung von Maria als Figur belliqueuse, als Kriegsfigur zu eigen gemacht hatten, nicht Volk. Für Lützeburg kann ich nur für so zumindest tendenziell militärische Rekuperationen von der Mutter Gottes des Belehr auffeiern. Am Ancien Regime haben Gouverneuren von Emden, Beck und Davray Glaciskapelle besicht, ehe sie an den Krieg gezusehen. De Beck schreibt sich militärischer Follicher der Trägstrin zu. 1643 gouf eine grosse Bittprozession bei der Kapelle aufgehalten, für übernatürlich Hilfe anzurufen gegen französische Truppen, die angeregt sind. Die zwei Erwählungen von 1666 und 1678 waren matt motiviert durch Dankbarkeit vis-à-vis von der Erwähltag für ihren Schutz und Verschonung bei Kriegswirren. 1666, bei der großen Schauprozession, allang durch gouf ein Triumphwohn von der Consolatrix mitgefeuert, die den besiegten Kriegsgott Mars handelt sich hier gezogen hat, wobei Mutter Gottes allegorisch verglichen ist mit der alttestamentlichen Judith, die dem Holofernes am Schwert de Kaberhof geschlagen hat. 1682 wie eng Lichtgestalt op der Festung erschienen an het Franzosen, die ugeregt sind, verdriven, wat zum Ophiewe vun der französischer Blockade gefordert het. Eng 10, die an enger Fenster vun eiser Glaciskapelle verewigt das. Der Lützeburger Pater Wils annimmt der Sänger 1736 publiziert der Neuausgabe vom Mirakelbuch Maria als Generalissima, als Generolin. Auch viel mehr spät geht immer ein Bezug zwischen Marienverehrung und politisch-militärischer Bewandtnis hergestellt. Beispiele. Jahr nach der Krönung von Marie bildet den 2. Juli 1866 durch ein Legat von Pius IX. Während Preisen aus der Festung ausgezogen, gouf betont. 1870 wie Lützeburg durch marianische Intervention von der Besetzung durch deutsche Truppen am Deutsch-Französischen Krieg verschont blieben. Am 10. Oktober, Stichdatum von der Erwählung von der Stadt Patrinisch, und 1941 Lützeburger am Referendum, die von den Nazien organisiert war, ihre Will zur Unabhängigkeit gegen die Angliederung an Deutschreich durch ein dreifach notiert Lützeburg manifestiert. Was von einem anonymen Autor am Lützeburger Sundesblatt kritisch kommentiert gouf, sonderbare Heimatgeschichte, wo die Trösterin der Betrübten immer wieder die letzte Entscheidung trifft. Eng militärische Rekuperation von der Oktav gowe doch nur im Zweiten Weltkrieg, ausgedrückt an einem Gedicht vom Wortjournalist Marcel Fischbach, das den 11. September, den Tag nach der Liberation durch die Amerikaner, auf der ersten Seite vom Lützeburger Wort erschienen ist, adressiert und Schutzpatronin.
Du heescht den anderem, mir wissen durch Ding Hölf als de Sieger bei uns angezun. Mei dezent war an der Proklamation vom Stadter Bürgermeister Gaston Diederich als der erster Gemengerotssitzung dieselbichten Tag den Donaudax zitierte Satz angefügt: Nous nous agenouillons devant la statue de Notre-Dame de Luxembourg, consolatrice des affligés, qui, une fois de plus, a sauvegardé, grâce à sa bienveillante protection, la multiple splendeur ainsi que la liberté et franchise de notre capitale. Wir knien niederfir und der Mutter Gottes von Lützeburg, die unserem Enkeier so wunderbar geholfen hat, Stadt und Land hier Freiheit zu erhalten. Letztlich gouf die Immaculata, die mit ihrem Fuß auf den Satan tritt, eine Prophezeiung aus dem Buch Genesis an der Bibel, die auch mit der Konsolatrix in Verbindung gebracht gehen ist, als Siegerin gegen all Formen von Bösem an all potenziell Feinden angesehen und angefleht. Gerade als solch war sie auch Jahrhunderte für drun an nach Duno attraktiv gehen, für als Schutzpatronisch für viele Städte und Staaten erwählt zu gehen. An dieser Optik sind aus einer existenzieller Notsituation heraus am Zweiten Weltkrieg viel pathetisch Mutter Gottes Lieder, Stecker und Gedichter entstanden, die noch kaum nach abgegriffen sind oder Spuren hannerlos hätten. Oder als Oktav 1946 da ein bisschen ambigu als Oktav vom Sieg, Siegesoktave vom demolier Bischof Philipp ausgerufen ging. Aber auch die umgekehrte Perzeption gowet, Maria hilft nicht immer, sie kriegt doch geholfen durch die gut Militärmucht. So versteht sich ein interpretierender Pfeifdruck vom Jean Motz von 1945. Ein US-Soldat bringt der Stadt patronisch, die ihre weiße Schleier über die Pfilsestadt brät, den historischen Schlüssel von 1667 zurück, wie was den an den Kriegsjahren nicht mehr gehabt hat oder nicht mehr betätigt hat. Gedeiht gött Bild innen Rand: Le libérateur rend la liberté à la Sainte Vierge, symbole du Luxembourg. The liberator returns freedom to the Holy Virgin, symbol of Luxembourg. Positiv sie fei aber auch Duleis vom Friede vermerkt, dat mit dem Kult von der Trägstrinner Verbindung brucht gouf. Wenn nur der Kriegserklärung vom Hitler u Polen Ugang September 1939 auch zu Lützeburg Gewissheit zugehalten huet, dass es gif von Nazi-Deutschland ugegraf gin, und Einzelner an noch Gruppen sich unträgstrin gewandt mit einer Wallfahrt zu Fuß an die Stadt. An der Kathedral gouf von da un allsamstich eng Votivmass zu Ehre von der Landespatronisch gesungen, und an der ganzen Diözese ob Order vom Bischof Philipp nur der Mass täglich unter deinen Schutz und Schirm gebiert. Der 26. November 1939 hat an der Stadt unter extreme Wetterbedingungen eng außergewöhnlich Biert- und Bosprozession mit hoher Beteiligung stattfand. Und der Feier an der Kathedral, durch das Gnadenbild gedroht gouf, hat dort großherzoglich Familie mit dem Bischof teilgeholt. Ostermendig 1940 haben 3800 katholisch Arbeiter eine Friedenswallfahrt an die Kathedral innerholt. Konsolatrix Bilacher mit einem langen Friedensgebiet vom Papst Benedikt XV. Aus dem Ersten Weltkrieg sind Frühjahr 1940 zirkuliert. Den deutschen Überfall auf Land war den 10. Mai. Die Oktav muss nun an den Untergrund. Wir machen nun diese kleinen Interlude musikal. Wir kriegen gespielt Variationen auf O Mam leif Mam vom Jos Kinsey, den ersten Teil, und nur der Konklusion her nur den zweiten Teil. Ganz zum Schluss wird vom Herrn Pastor, kriegen wir dann nach dem Albert Leblansing bekannt Toccata auf Klar die Leid gespielt. Melo Variationen O Mam leif Mam vom Jos Kinsey, ersten Teil.
Wir kommen bei dem Punkt Nummer 5, d'Oktav willkommen experimentéierfeld. An der Konzilszeit an du no as d'Oktav willkommen experimentéierfeld gin, besonders in Liturgizis, a liturgische Sachen. Manches davon war interessanterweise von Jugendlichen, die demals so bei liturgischer Neuerung gedrängt hun, ugerecht gin. Auch für sie hat es geheescht, d'Oktav rift uns. Und zwar hat sie abgerufen, für kritisch Fragen zu stellen, und Proposen zu machen. Für Jubiläum von 1966 hatten katholische Jugendorganisationen und Verbände an ihre Reihen eng Umfrage zum Thema Marieverehrung gemacht. Sie haben schon am Geist von 68, den sie antizipiert haben, bei der Oktav Fassadendenken an Äußerlichkeiten kritisiert, verlangen eng Verinnerlichung an eng Vorbereitung auf die Oktav durch Konferenzen, Diskussionsbeiträge und religiöse Abende, sowie eng Broschüre für Kinder und Jugendliche über den Stohen an den Verlauf von der Wallfahrt. Auf für Gottesdienste haben sie sich gewünscht, Gottesdienste, wo sie all mitmachen, mitbieten, mitsangen. Interessant, fand er nicht. Dem entgegengesagt hat sich aber nach langen Jahrzehnten danach die traditionell von der Cäcilie-Keier gesungene Oktavmasse gehalten, als quasi Konzertsmassen ohne aktive Beteiligung durch das Volk Gottes. Bis an die 60er Jahre wäre es Not, dass parallel zu den Hochmassen im Votivaltor, die sich morgens am 3-4-Stundentag zweiweiert tun, Stillmassen und den Seitenaltär gelesen gowen. Auch da tun die Jung Hanna frot. Für die Schlussprozession haben sie mehr Innerlichkeit gebiert, die Freistelle von denen, die nicht überzeugt sind, an der Platz von der Feiersegensaltär einen Stationsgottesdienst gefordert. Dr. Predigten an der Nomittesandacht gowe kritisiert, et huet sich par konter eng Urspruch an alle Gottesdienster gewünscht. Auch hun die Jung eng Jugendwallfahrt proposéiert, die von allen Organisationen vierzebrede wie, ähnlich wie die Studentenwallfahrt vu Paris op Chartres. Vieles von dem, was hier angefordert gouf, die hudet well rausheieren, als später tatsächlich angefordert gin, anderes als todischen Buchstab blieben. Recht von 1974 an hat sich den Pele des Jeunes entwickelt. Und von 1979 an als die Kannerwallfahrt mit der LKA, Lützeburger Kanneraktion, dabei kommen. Beide sind hier ein fester Bestandteil vom Oktavprogramm. Neits gowe doch bei der Vorbereitung vom Tricentenaire von der Erwählung von der Stadt Patrinisch 1966. Dass vierdrun eng Stadtmission aufgehalten gouf, war Tradition für ein engem Mariejubiläum. Neu war, dass Massenmedien abbezogen goufen, so gut Kinoen. Brewer waren nun all Menagen geschickt gin. Der Bischof Lommel hat am Kader von der gewünschter gläubiger Verdeifung von der Marieverehrung auch eine liturgisch Neugestaltung von ihren äußeren Ausdrucksformen am Sinn vom Zweiten Vatikanischen Konzil ugerecht. Parallel Massen und der Seitenaltär vom Votivchor gowen aufgeschafft. Liesmassen auf den anderen Altären außerhalb vom Chor sind einstweilen nach erlaubt blieben. Am Mittelpunkt stond Mojeselo Gemeinschaftsmass von den Dekanater abherren, und zwar lo neuerdings als Konzelebration von den Priester, wie vom Konzil ugerecht, an mit kurzer Ausspruch auf Fürbitten an Allhauptmass, was bis dahin nicht der Fall war. Mit aktiver Beteiligung von den Gläubigen beim Gesang, obwohl das nach langem Wunschdenken blieb. Für das Jubiläum von 1966 gouf Glasis Kapell grundlegend renoviert an liturgische Bestimmungen vom Zweiten Vatikanum angepasst. Durch ein neue Volksaltor, den allen neogotischen als fortkommen, der Fensterzyklus über die Geschichte von der Oktav vom Emil Probst entworf, an durch den Wandteppich von Emil an Dennis Probst mit stilisiertem Bild von der Trächterin vom Atelier Gaspar de Witt aus Mechelen exekutiert, die gouf am Chorraum ubruecht. All das entspricht nach dem heutigen Inventär von der lo nes frisch restaurierter Glasis Kapelle. Das Jubiläum von 1966 war tatsächlich ein liturgisch Experimentierfeld gewirrscht.
Da hun zu Lützeburg die echt liturgische Reformen nom Konzil Anzug gehalten, mat Massfeier versus Populum zum Volke gedreht, der Konzelebration, wie gesot, der gängiger Kommunion vun de Gläwigen während der Eucharistiefeier, wat bis dahin net unbedingt der Fall war, der aktuoser Partizipatio, aktiver Beteiligung von den all, zumindest als Desiderat. Nur diese positiven Erfahrungen goufen die Reformen vom Bischof generalisiert. An den Jahren huet doch Spruch von der Predigt geändert. Bis Konzil gouf zu Lützeburg an der Regel op Deutsch gepredigt. Von 1963 setzt sich mam Oktavprediger Emil Gelesener Lützeburgisch als Predigtspruch durch. An dun net nimmen an der Oktavzeit, an net nimmen an der Kathedral, mir och Joer iwwer an eise Stadt a Land Kirchen. Später gouf am Kader vum Mariejubiläum 1978, Tricentenär vun der Erwählung vun der Landespatrinisch, fir d'éischte Keier bei der feierliche Mass Knudler, den 9. Oktober 1977, dat eucharistisch Teichgebiet a Lützeburger Spruch gebiet. Wat war sos beim Jubiläum von 1978 innovativ? 2 Sachen. D'Feiere waren méi bescheiden wie 1966, weil inzwischen die Mentalität geändert hat, als sich auch die liberal-sozialistische Regierung, die das Land von 1974 bis 1978 regiert hat, indifferent und distanziert gewiesen hat. Auch hat gesellschaftlich Umfeld geändert, markiert durch Stohlkrise und zuholende Materialismus, Glaubenskrise und Nachfolge von der religiöser Praxis. An diesem neuen Umfeld muss die Oktav, die eine Erneuerung von Glauben und religiösem Leben angepeilt hat, sich ihre Weh neu sichern. Eine nachhaltige Frucht vom Jubiläum von 1971 gehört wirk Tricentenär, das bis heute sich für Menschen mit Behinderung an ihre Familien ersetzt, mit Foyers, Aktivitäten, Hilfs- und Pflegediensten, Sport- und Freizeitgestaltung und Atelier d'Inclusion. Die se geht zurück auf die Stadt der Dächen, von dem Mols Jean Heinrich war, Maria nicht nimmen als überirdisch Trägerin unzurufen, mir auch an ihrem Sinn, mit ihrer Hilfe, innerweltlichen Trost betroffene Mitmenschen durch konkret solidarische Hilfe zu spenden. So ist den Tricentenär als Werk von der Lützeburger Kirche entstanden. Eine originelle Idee, die später auch am Marianischen Jahr 1987-88 weltkirchlich zum Drohe kommen, nämlich Maria an das sozialen Engagement mit denen zu verbannen. Weil der Jubiläum von 2016, 350 Jahre Stadtpatrinisch, auch innovativ. Ja, kulturelle Plan sowie die Marie-Jubiläen vierdrun. 2016 hat ein Domorganist Paul Breich ein imposant Missa Patrona Civitatis komponiert. Als an einem Kompositionskonkurs vom Piusverband ein neues Lied zur Trägerin am Titel Matthias an einer neuen Zeit entstanden, goen Elemente von der Allerglassiskapelle entdeckt und konsolidiert. Erneuerungen goen ebenfalls und Oktav gekoppelt, wie der Erhebung von der Diözese Lützeburg zur Erzdiözese 1988 an die neue Pointandelung 2017. Der Monseigneur Jean Hengen als für Oktav 1967 Bischofskoadjutor genannt ging. Ein Novum war auch, dass 2021 für die erste Kehr eine Frau während der täglichen Oktavandacht mittels gepredigt wird. Und 2024 12 Diakonen von der Erzdiözese sich die Charge gedeelt haben. Allgemeiner herzuheben ist, dass für die nötigen Adaptationen von der Oktav selber an einer schnelllebiger Zeit mit vielen kulturellen Umbrüchen sind 2013 als Diözesan Oktavkommission verantwortlich zeichnet. Soweit also die Oktav-Wallfahrt an ihrem Innovationspotenzial ideell, liturgisch, pastoral, sozial und kirchenrechtlich jurisdiktionell. Da komme ich bei Punkt Nummer 6, Maria und der Feminismus. Ein Titel d'Aktualität, gestern war der Welttag von den Frauen, am Anfang hat Mutter Gottes ein bisschen mattgedroht beim Kochtisch. Die Oktav rieft uns, ja, aber so eine Schrift sieht Frauen. Nicht nehmen das sehr well, wie die 2 alljährlichen Votume vom 10. Oktober und 20. Februar zu gestalten,
oder sie, die 1954 der Mutter Gottes eine neue Krone geschenkt haben. Das sind nicht die Doten, sie hat die bis gestern und so länger. Neben vielen anderen Frauen, die für drun an no dem Gnodebild hier Bijouen, Stöffe an Herzen als Schmuck oder ex voto offriert tun. Maria an den Feminismus. 10. Jahrhundert, da sind nicht ein Mann, mehr eine Frau, Maria, die am Mittelpunkt von der Lützeburger Kirche steht. Sie hat als Kirche an als Gesellschaft nachhaltig zusammen geschweißt. Am Mittelpunkt steht sie durch für auch Reihe und votive Altor, die 1766 als letzte Kado von der Lützeburger Jesuiten ugeschafft genoss. Eine Zentralität, die wohl hinter dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das alles auf dem Myster von Christus hin zentriert, theologisch echt diskutabel erscheinen mag. Zudem gab es immer schon neben dem petrinischen Prinzip an der Kirche verdammt mengt, besonders Ledungsamt, aber besonders statt unterstützt Popstum, auch das sogenannte marianische Prinzip. Den Erzbischof Werner Frank bringt es so auf den Punkt. Mehr als andere Ortskirchen ist diejenige des Luxemburger Landes gekennzeichnet durch die marianische Dimension. Spricht man daher heute, ausgehend von modernen theologischen Kategorien, vom marianischen Prinzip in der Kirche, beziehungsweise von Maria als dem Urbild der Kirche, so ist dies für bestehende Luxemburger kirchliche Verhältnisse nichts Neues, sondern seit jeher ein typisches Merkmal. Entgehend dem so geliebten Patriarchalismus von der Kirche bringt das marianische Prinzip eine Ergänzung an eine Reequilibrage. Hier fällt das gläubige Leid mehr leicht, sich an ihre nicht enger Frau, sprich der Mutter Gottes, unzuvertrauen, wie einem Mann, sprich Christus, wissend, dass sie bei ihrem Jung interveniert. Ein Mammenherz als für uns echter zessibel wie ein ändert. So funktionieren ja auch bis heute als Gebärder für uns als patronisch. Wir beten sie, dass sie bei ihrem Jung für uns auf ihr Reis Ulais antritt, so als sie Trächterin. Höchst signifikativ ist, wie schon betont, dass am Zweiten Weltkrieg gerade 2 Frauen die Freiheit und die Unabhängigkeit vom Lützeburger Land symbolisiert haben. Großherzogin am Exil und Mutter Gottes an der Kathedrale. Am ist nicht all feministisch Herz herschlohn zu gesehen, dass hier an der Stadt zu der unsäglichen Zeiten bei der Schlussprozession die Statue von einer Frau, nämlich das Gnodebild von der Trägerin, von Männern und noch nach von Priester, also kirchlichen Amtsträger, nicht nur auf den Händen, wie auf den Schölleren gedroht wird. Die rengsten Augen weide. Hier als das marianisch Matzen an der männlich dominierter Klerikerwelt von der katholischen Kirche als emotional, weiblich und mütterlich komposant wohltuenden Gegenpol. Das theologisch wie psychologisch wichtige Dimension spielt bei der Oktav eine nicht unbedeutende Rolle. Dazu löscht ein Ausspruch von der kanadischen Schriftstellerin Margaret Atwood: Falls ich je einer Religion beitreten sollte, würde ich wahrscheinlich den Katholizismus wählen. Da gibt es wenigstens weibliche Heilige und die Jungfrau Maria. Aber auch diese Konstat, eine feministische Theologie ist am Gegensatz zum deutschsprachigen Ausland zu Lützeburg irgendwie ernst gegangen und hat eigentlich keinen Fuß gefasst. Ausnahme ist die freie Pastoralassistentin Anastasia Bernet mit einem Forumartikel von 2003, Maria zu lieben, Versuch einer feministischen Annäherung. Ich komme dann zu meiner Konklusion. Dr. hat während Jahrhunderten die besten Kräfte von unserer Lützeburger Gesellschaft, auch von unserer Kirche mobilisiert, religiös, kulturell, liturgisch. Das erklärt, für was sie trotz aller Vorstellungen und Deviationen, ob politisch oder militärisch, wie wir gesehen haben, doch immer nächst ob B kommen ist. Überlebt wird gedeiht bis heute. Besonders fällt bei aller Steigerung von Urwen durch religiös-politische Machthaber eine Manifestation von tiefgläubiger, fest verwurzelter Volksreligiosität war, die von Anfang an die Bevölkerung von unserem Territoire und darüber hinaus erfasst hat. Sie ist zu einer transzendenter Energie und Trostquelle aus schwerer Situation gehen, die auf die unterschiedlichsten nicht eine lindernde Antwort parat hat.
Das tut für alle Bevölkerungsschichten gegolten und gilt bis heute. Weil die Oktav ob existenziell Notlage konnte angehen und Bittsteller gespielt hatten, hat König von Uwenhof geholfen, durch sie eine Success-Story gehen und als es bliebe bis auf den heutigen Tag. Weil Menschen hei für in diesem Altar mit diesem Bild zur Überzeugung kommen sind, hei als eng die rettend ergreift. Oder für es mam Lied zu sagen, dass dieser Konferenz den Titel gehen hat, «Mei Licht geht durch und damit klar, von jetzt dir all sei Lied kann klon.» Ich meine,
Das echt Wort und das einzige Wort, was man hier können sagen, das ist ein ganz herzlichen, ein ganz großen Merci. Ich, Monseigneur Hellinghausen, für die ganz flott und interessante Konferenz. Es merkt und spürt ihn wirklich historisch Interesse, aber auch, dass es nicht nur ein historisch Studieninteresse ist, mir spürt ihn auch erlebt zu einer Oktav, erlebt zu einer Trägerin. Für allem auch, dass er das Herz dran hängt, für das die Verehrung von einer Leverträgerin nicht am Vergangenen hängen bleibt, aber für das sie auch nach weiter an Zukunft zu dem Leben als Kirche zu Lützeburg dazugehört, allewig erhalten bleibt. Dafür wirklich von ganzem Herzen ein ganz herzlichen und großen Merci. Merci aber auch nach einmal ja als Domorganist Paul Breich für die wunderbaren Prestationen von den außer dem Engellied, aber auch für allem Oktavklassiker, für ihn so mal so zu nennen. Der Votivaltor, die Variationen über O Mam leif Mam, das ist schon bald an Oktavstimmung, es kennt ihr schon bald 4 Uhr vor dem Morgen, 4 auf 6 mit der ersten Mass, für an das Oktavstimmung zu kommen. So in ich aber auch alle Guten ganz herzlich merci für das Interesse de Mittag und noch für das Kommen heute Mittag. Und darf auch das schon invitieren, ganz herzlich für nächste Sonntag die zweite Konferenz hier an der Kathedrale. Dann ist es den Don Jean-Xavier Salfran, der Vizerektor vom Sanctuaire von Lourdes, den man dürfen begrüßen, an den als eine Konferenz hält über les gestes du Pèlerin. Also nächste Rendezvous, nächste Sonntag hier an der Kathedrale, der 16. März um 16 Uhr. Notiert ich auch gern all die anderen fasten Sonntage. Lo aber nach sozusagen einen weiteren krönenden Aufschluss Toccata obklagt den Leid vom Albert Leblanc. Merci, ihr alle gut.
Wo soll ich gucken?